Mit unserem mutierten Meisterhexer Geralt von Riva geht's weiter hier bei Blut und Wein und zwar mit der Quest, bis dass der Tod euch scheidet. Ja, ich denke mal, das können wir ruhig mit Plötze zurücklegen. Was sagt das jetzt gerade? Das sah gerade ganz kurz aus wie ein kleiner Grafikbug und wir haben gerade da ein paar Gegner vor uns, natürlich, wer sonst. Und ich muss hier irgendwie über eine kleine Brücke. Über 7 Brücke musst du gehen. Jo, vielleicht nicht zu viele. Und ja, man merkt, wir haben noch viel zu tun, obwohl natürlich, wow, ach, im Prinzip bereits, obwohl natürlich müssen wir ein bisschen besser aufteilen und so weiter, weil die Hauptquest will man ja auch noch vorantreiben und wollen ja alles miteinander irgendwie machen und ja, ist immer so die Frage, wa? Vor allem hier unten gibt es noch ein paar Dinge, okay, ja, schön. Und hier oben haben wir noch zumindest mindestens 2 Anschlagbälle, vielleicht sogar ein drittes oder viertes hier oben irgendwo. Daher ist natürlich die Frage, wie viele Quests gibt es wohl noch für unseren Meisterhexer? Aber gut, das ist ein anderes Thema. Hier rüber. Und lösen erst mal die Quests mit, naja, in Full Level 40 und weniger, weil das sind doch relativ, ja, wenig halt und die haben doch relativ schnell und gut gelöst. Hoffentlich. So, mit Hilfe einer Hexerszene auf dem Friedhof nach der Ursache des Lärms. Ja, haben wir schon einmal so ein bisschen angeteasert, die Quest, ich erinnere mich. Wir wollten, war das nicht die Quest, wo wir gesagt haben, okay, wir kommen abends nochmal her. Dankeschön. Ja, aber ich habe doch gesagt, ich warte bis nachts. Oh, es war ein bisschen zu viel. Ja, ja, schön. Verdammt, da kämpft schon wieder jemand. Der Krach kommt aus den Katakomben. Ich werde nochmal nachgucken, wa? Ist jetzt wohl Rauch. Von hier kommt also der Krach. Wer catcht da? Hä? Da oben? Keiner da. Komisch. Nach einem Gruftweib-Lager sieht das auch nicht aus. Mal untersuchen. Verschlagen. Hat wohl jemand gegen die Wand geworfen. Ja, würde ich jetzt auch tippen. Gold. Also keine Grabräuber. Gold hätten sie nicht zurückgelassen. Ja, eher weniger, wa? Louis de Corentin. Gestorben am Sankt Soatan-Tag. Die Geräusche haben genau dann angefangen. Könnte also passen. Ziemlich neu. Die Beerdigung kann nicht lange her sein. Ja, und jetzt? Aha. Hier ruht Margot de Corentin. Keine Monster, keine Grabräuber, nur etwas Unordnung. Vielleicht ist das doch nicht der Ort. Seltsam. Allerdings dann doch ein Stockwerk weiter runter, wa? Der Krach kommt eindeutig aus diesem Grab. Unmöglich. Wow. Hä? Verarschen? Da stimmt was nicht. Ich sollte mich verstecken und abwarten. Ja, wieso nie verstecken wir uns hier, wa?
Du willst den ganzen Tag nur rumliegen und mit diesen Karten rumspielen. Wie ein Zwerg. Ekelhaft. Pfui. Oh ja, viel besser als an Majorans Tempeltür zu stehen und von früh bis spät zu beten. Das ist der Dank. Ich habe für dich gebetet, dass du das Joch der Spielsucht los wirst. Na, hat ja prima geklappt. Offenbar sind die Götter dein Genörgel auch leid. Hey, was machst du denn hier? Das ist ein Privatgespräch. Ja, tut mir ja leid, aber ihr macht so noch einen Krach hier unten. Würdet ihr bitte etwas leiser sein? Die Nachbarn beschweren sich. Nachbarn? Hier sind doch alle tot. Ich kenne deinen Namen nicht, aber du musst mir helfen. Ich weigere mich, die Ewigkeit an der Seite dieses Heiden zu verbringen. Entferne ihn sofort aus meiner Krypta. Immer langsam. Wo liegt das Problem? Das ist meine Krypta. Und diese fromme Schreckschraube hört auch im Tode nicht auf zu zetern. Eine Ewigkeit voller Genörgel. Welch Elend. Ich war eine verblendete Idiotin, ihn zu ehelichen. Er ist ein Sklave des Kartenspiels, der sein eigenes Kind bei einer Runde Gwent verwetten würde. Das war nur einmal. Verflucht. Es war ein Scherz. Wie oft soll ich das noch sagen? Und wer hat unser Vermögen in eine blöde Majoran-Statue versenkt? Ein frommes Werk wollte ich tun. Der unsterbliche Prophet hätte dieses Land von Blasphemie und Spielsucht erlöst. Wie hätte ich wissen sollen, dass es ein Betrug war? Ja, hätte dich nur jemand gewarnt. Rund 500 Mal. Ruhe! Mund halten! Alle beide! Tja. Geralt von Riva kann durchaus ein Machtwort sprechen. Die Frage ist bloß, soll ich jetzt hier Geister aufhalten? Irgendwie rechtmäßig, dann muss hier verschwinden. Jo. Das wird lustig. Wessen rechtmäßiges Eigentum ist denn die Krypta? Das fragst du? Sie gehört meiner Familie, den de Corentins. Hast du denn gar keine Bildung? Mag sein, aber es war meine Mitgift, mit der sie von deinen Gläubigern zurückgekauft wurde. Hört zu, wenn hier jemals Frieden einkehren soll, muss einer von euch gehen. Einen muss ich rauswerfen. Ja, nimm ihn, tu es und ich sage dir, wo ich seine besten Gwent-Karten versteckt habe. Was? Wusste ich es doch, dass du das warst. Und jetzt wirfst du mich aus meiner Krypta und bezahlst noch mit meinen Karten dafür? Verdammt nochmal! Hätte ich diese Karten beim Turnier in Belhaven gehabt, dann wäre ich noch am Leben. Es ist deine Schuld, du räudige Ratte, dass sie mich erstochen haben. Sie haben dich wegen deiner Schulden erstochen. Damit hatte ich nichts zu tun. Komm schon, du wirst doch nicht auf diese Betschwester hören. Ich weiß genau, wo sie die Karten versteckt hat. Ich sag es dir selbst, sobald du sie rausgeworfen hast. Ich muss darüber nachdenken. Also gut, einer von beiden muss weichen. Also sprach der Prophet Majoran, du sollst nicht um Geld spielen. Moment mal ganz kurz, ist das deren fucking Ernst? Wir sollen doch jetzt zwischen den beiden entscheiden, das Gewinn kriege ich dafür noch Gewinnkarten. Ja, ist ja eigentlich schon cool. Aber was ist, ich meine, ich störe hier die Ruhe von Toten, das ist nicht gerade unbedingt das Gelbe vom Ei. Ja, dann soll die Frage, ich meine, klar, wenn sie die Karten versteckt, dann natürlich schon wahrscheinlicher, dass... Schnauze! Schon wahrscheinlicher, dass sie es natürlich auch nur sie weiß und er einfach nur so tut, als wüsste er es. Mit dir rede ich nicht mehr. Nein, nein! So, weg damit. Du bist also auf die fromme Gans reingefallen. Mist! Also hör zu. Ich habe ein Anliegen. Sei so nett und bring mich zu der Kammer des Gewinnt-Freundeskreises von Beauclair. Die ist gleich um die Ecke. Bist du da Mitglied?
Das ist der Punkt. Nein, war ich nicht. Ich wäre es aber so gerne gewesen. Und da alle tot sind, stört es doch niemanden. Mich jedenfalls nicht. Abgemacht. Wo finde ich den Freundeskreis? In die Katakomben und dann geradeaus. Die Kammer wird rechts sein, am Anfang des Korridors. Ich danke dir. Ja. Das nennt man wohl ein versöhnliches Wiedersehen. Tiefer in die Katakomben. Also los. Naja, ob das die richtige Entscheidung war, ich meine, gut, er hat jetzt nicht irgendwie großartig rumgezickt oder so, oder mit uns sogar bedroht, von dem her. Das muss die Kammer sein, die Louis erwähnt hat. Wer ist da unten? Lieber vor Trunkenheit sterben, als vor Langeweile. Hallo? Die Herren suchen wohl auch nach diesem Gwent-Club. Was zum verdammten Kuckuck? Wer bist du? Wer schickt dich? So viele Fragen, so wenige Antworten. Oh, ein Philosoph! Schnappt euch den miesen Klugscheißer, Jungs! Eine Krone für jeden dieser Mobs. Das ist eine blöde Idee, Freunde. Das ist eine ganz blöde Idee. Komm schon, komm näher. Ja, aber ich will noch sagen, gleichzeitig kontern geht gar nichts. Das sollte reichen. Ja, würde ich auch sagen. Ups. Falsches Schwert. Entschuldigung, Geralt. So. Ode an Gwent. Das Gwent von Gwent ist so sanft wie roter Wein. Gwent ist wie eine Nacht mit einer Dame fein. Wenn bevor eure Heere aufeinander prallen, all deine Sorgen nur verfallen, nicht verfallen, dann willst du spielen und nichts weiter, doch sie will nur dich als ihren Reiter. Was zu halten ist von je nicht viel, die meinen, dies sei nur ein Kartenspiel. Cooles Lied. Der Refrain. Gwent ist meine Freiheit, Gwent ist mein Leben, beim Gwent verblassen meine Sorgen, Gwent ist mein Heute und mein Morgen. Poker verstaubt, Würfel passé, Gwent ist dafür eine tolle Idee, es gibt einfach ein größeres Los, ist selbst besser als der Glücknerinnen Schoß. So einfach ein bisschen. Und größer noch als das Fest vom Wein oder selbst ein fesches Mädelein. Bezahlt auch. Sie können rufen und schreien, doch die Wache kann warten. Denn ich geh jetzt raus, ich geh und spiele Karten. Yo! Gwent ist meine Freiheit, Gwent ist mein Leben. Beim Gwent verblassen meine Sorgen. Gwent ist mein Heute und mein Morgen. Gefällt mir echt gut, das Lied. Gut, höchste Zeit, dass Margot bezahlt. Jo. Er hat beinahe gesagt von wegen, ja, das Lied, das könnte man jetzt eigentlich immer, wenn ich so einen Gwent-Part einläute, aber natürlich dann bei New Game Plus vor allem, immer zuerst mal dieses Lied singen. Ja. Ich glaube, ich weiß jetzt schon, was passiert, wenn ich das, also was natürlich mit meiner Abonnentenzahl passieren würde. Dass ich die todsicherste Variante, um deine Zahl auf nur 5000 innerhalb Minuten auf 0 zu senken. Innerhalb Minuten. Wobei natürlich zweifach überhaupt noch so viele Leute meine Gwent-Videos angucken. Beziehungsweise natürlich meine Witcher-Videos, aber trotzdem. Erledigt. Wo sind diese Karten? Geh beim Fassbender-Tor aus der Stadt raus, dann rechts. Du erkennst unser Haus unschwer am Baum auf dem Schild über der Tür. Die Truhe habe ich im Garten unter dem Rosenstrauch vergraben. Baum auf dem Schild, Rosenstrauch.
Verstanden. Darf ich fragen, was du mit Louis gemacht hast? Er taugt zu nichts als Gwent, aber ich wäre trotzdem froh, wenn er die Ewigkeit nicht im Graben oder auf dem Klo verbringen muss. Keine Sorge. Ich habe ein hübsches Plätzchen für ihn gefunden. Da fühlt er sich wie zu Hause. Wiedersehen. Jo, Wiedersehen. Tja, soweit zumindest mal zur Theorie. Ob das wirklich dann, sag ich mal so, ob das wirklich die bessere Lösung war, wo ich ernsthaft bezweifle, dass die andere Variante, sprich, wenn wir ihn hier gelassen hätten und für sie einen anderen Plätzen gesucht hätten, ob das wirklich so viel schlimmer wäre. Also sprich, ob die Konsequenzen anders wären. Harte Zeiten. Vermutlich ist eher dann wahrscheinlich, also denke ich mal, könnte der Fall sein, dass hätten wir Louis gewählt, anstatt Seed, also anstatt, anstatt die andere, dass dann vermutlich, ja, gar keine Queen-Karte bekommen würden, weil er es vermutlich gar nicht richtig wüsste. Dass er zwar nur geraten hätte, aber ansonsten nichts gewesen wäre mit den Spesen. Sag mal, kann ich bitte hier noch... Ganz ruhig. Keine Schlägerei. Okay, seltsam hier oben. Der beste Stadt. Kannst... Ja, das momentan weniger. Reparieren! Alle Waffen wären ganz flott von dir. Dankeschön. Zerlegen, ja. Ich bin sonst eher ein großer Fan vom Zerlegen, aber bezweifle, dass wir hier viel dafür kriegen. Nicht wirklich. Vor allem nichts Brauchbares. Weil die Eisenbahn und so, die kriege ich sonst auch alle, also von dem her können wir genauso gut verkaufen. Silberschwertstufe 42, wollen wir den noch behalten oder auch? Behalten wir noch. So, was haben wir hier? Wächterrüstung in Toussaint-Farben. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Das sind die Offiziersrüstungen. Okay, da können wir vielleicht einen kompletten Setten zusammenstellen, aber wieso überhaupt? Ich behalte sie eh nicht. Nur eine Truhe vergammeln lassen. Gämmerisches Stallschwert. Okay. Ritterkriegshammer. Wow. Stahlschwert, Toussaint, Ritterstahlschwert. Alter, Rüstungsdurchbruch und 225, dann tut doch schon übel. Der kostet relativ viel, wir haben gar nicht so viel Kohle, sehe ich gerade. Ja, ich warte mal noch. Leb wohl. Nicht doch. See you later, Alligator. Ich kann ganz kurz was schärfen hier. So. Und irgendwo hier, oder muss jetzt da... Hä? Da. Seltsam. Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Wieder? Meister Hexer, welch Glück, dass ich dir begegne. Hast du Arbeit für mich? Einen Auftrag? Den Auftrag hast du schon zu meiner vollen Zufriedenheit erledigt, als du vor Jahren in Beauclair warst. Damals war ich knapp bei Kasse. Erinnerst du dich? Doch ich schwor, dich eines Tages voll zu bezahlen. Irgendwas klingelt da. Leider warst du weg, bevor ich die Rechnung begleichen konnte. Also habe ich deinen Lohn auf ein Konto eingezahlt, damit das Geld sicher ist. Was für ein Konto? Ein Sparkonto bei der Chianfanelli Bank. Du kannst einfach hingehen und das Geld abheben. Es dürfte mittlerweile ein hübsches Sümmchen sein. Danke. Ich gehe hin, sobald ich dazu komme. Vielen Dank. Ich sollte mal bei dieser Bank vorbeischauen. Ja, ich weiß, Gerald, ich weiß.
Geralt sagt zwar, er erinnert, also bei ihm klingelt etwas. Ich habe zwar auch nur so etwas in Erinnerung, aber das wusste ich jetzt nicht mehr, dass das Beauclair war. Was, echt hier? Schöne Melodie. Oh, so eine Quest. Kann natürlich sein, bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt, aber werden wir schon noch rausfinden. Das beste Mittel gegen das Biest. Ein Hexer. Naja, trotzdem natürlich erstmal eine Quest nach der anderen. Hier sollen die Gwent-Karten sein. Ich bin natürlich gespannt darauf, was es für welche sein sollen. Ob es vielleicht sogar skellige Karten sind. Ganz ruhig. Keine Schlägereien. Ein Baum auf dem Schild. Das muss das Haus sein. Finde einen Weg in den Garten, sonst fressen dich die Raben. Nee. Das Medaillon vibriert. Da stimmt was nicht. Scheiß doch auf alles. Willkommen, willkommen. Ja, komm schon, Geralt, ein bisschen schneller, vielleicht ein bisschen was glitschen hier. Oh nö, die schon wieder. Deswegen das, also, Medaillon vibriert. Unter dem Rosenstrauch. Genau. Genau wie sie gesagt hat. Und die Gwent-Karten, wie versprochen. Was heißt die Gwent-Karten? Das war eine, die ich gar nicht gesehen habe. Gerade mal gucken. Was ist denn? Ja, ein Skeletdeck ist natürlich nicht ein Satz. Hier, Vampir Bruxer. Ja, wie gesagt, die Karten. Die. Da klingt für mich nach Mehrzahl, war es aber nicht. Na, wie kommen wir jetzt hier raus? Gartenschlüssel. Ernsthaft jetzt? Ja. So einfach kann es gehen. Nun gut, Leute, wie sieht's aus mit dem Rest des Parts? Ich würde sagen, wir gehen ganz kurz die Belohnung abholen. Also, sprich die offizielle Belohnung für die Quest. Dann gehen wir noch ganz kurz auf die Bank vorbei, wegen der anderen Quest, wo wir jetzt im Prinzip Geld bekommen. Mal gucken. Und danach haben wir noch genug Zeit für die Quest hier unten zum Angucken. Wie gesagt, vielleicht. Jetzt andere Typ, dass ich jetzt die Quest mit ihm nicht noch abgeschlossen habe. Das ist quasi eine Variante. Also, ja. Bin ich jetzt nicht so traurig, glaube jetzt echt nicht, dass die großartig anders wäre mit dem Ende. Außer halt, dass er vielleicht eine andere Karte hätte, also ein anderes Versteck und deswegen eine andere Karte oder gar keine Karte. Ja, hier spucken sie alle sonst aus dem Leib heraus. Nice. Hallo, ich bin fertig. Auf dem Friedhof ist es jetzt wieder schön leise. Ah, wieder im eigenen Bett schlafen. Im Schlauberger wird es auch immer lauter. Die Gäste gebärden sich wie die Besessenen. Vor allem dieser Irre, der ständig nur O drehen brüllt. Aber sag mir, was war los auf dem Friedhof? Waren es wirklich Bestien? Aber knapp überlebt. Nein, es war nur ein Ehekrach. Was? Sonst nichts? Aber sie haben gebrüllt wie aufgespießte Iltisse. Tut mir leid, dich mit so einer Bagatelle zu belästigen. Hier, nimm dies als Entschädigung. Danke. No, so schlimm war es nicht, es gibt Schlimmeres. Hä? Habe ich für die Quest echt nur so wenig bekommen?
Offenbar ja schon. So. Genau, Papierkrieg. Und ganz kurz noch die Bank aufsuchen. Hexer Geralt! Wenn das Biest mich fresse. Jo, ich bin Hexer Geralt von Riva. Oder auch, auch an anderen schönen Namen, Ritternamen. Den ich gar nicht mehr auswendig weiß. Den mir damals König mitgegeben hat. In Sintra, aber ein anderes Thema. Hexer sieht ja gut aus. Das Leben in Beauclair ist nicht gerade billig. Wohin du willst, Silbermähne? Silbermähne. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass alle Frauen hier in Beauclair ein bisschen horny sind. Kann das sein? Nicht versäumen! Gleich kommt! Gut, ich meine, der Wein, oder? Alkohol stimuliert das Ganze ja. Da, wenn man natürlich zu viel Wein trinkt und die Männer dann noch mehr so zu viel hatten, dann quasi gar nicht mehr, naja, in der Lage sind, dann ist natürlich für die Frauen doof. Schöne Bank hier. Ja, wie kann ich dir helfen? Willkommen in der Chianfanelli Bank. Wir sorgen für Ihr Geld, als wäre es unseres. Und der Kunde ist König. Wie kann ich helfen? Ich habe hier ein Konto. Ich möchte gerne was abheben. Aber sicher, dein Name? Geralt von Riva. Einen Moment bitte, ich sehe in den Akten nach. Jetzt kommt's, da steht gar nichts. Ich fürchte, ich kann nicht weiterhelfen. Besondere Umstände. In den Akten ist ein Vermerk. Der Kontoinhaber ist verstorben. Das stimmt nicht, wie du siehst. Das muss ein Fehler sein. Der Vermerk ist eindeutig falsch. Um das Konto zu reaktivieren, brauchst du Passierschein A38. Begib dich bitte zu Schalter 1, um weitere Informationen zu erhalten. Oh nö, deswegen Papierkrieg. Wo ist Schalter 1? Ach du Scheiße, das erinnert mich irgendwie, gut, das war keine Quest, aber es erinnert mich irgendwie, ja, welcher Film war das? Ja, wie Es war kann ein ich dir Film helfen? von Asterix und Obelix, was bloß, oder war es der erste? Asterix der Galliers irgendwie, da gab irgendwie Asterix in Rom oder so irgendetwas, oder mit der Olympiade. Ich weiß nicht, da gab es mal so einen Film, da war es ähnlich und da hat man am Schluss nur so, ach nö, ernsthaft. Willkommen in der Chianfanelli Bank. Wir sorgen für Ihr Geld, als wäre es unseres und so weiter und so fort. Wie kann ich helfen, der Herr? Die ist sehr geduldig. Ich möchte mein Konto reaktivieren und brauche ein Exemplar von Passierschein A38. Falscher Schalter, tut mir leid. Was soll das heißen, falscher Schalter? Man hat mir gesagt, dass ich hier den Passierschein A38 kriege. Ganz ruhig, mein Herr. Nicht, dass euch noch eine Ader platzt. Sag mir einfach, wo ich das blöde Papier kriege. Oben vielleicht, bei den Akten oder unten im Archiv? Fragt danach, mein Herr. Also schön. Oh nö, ey. Das wird so lange dauern. Was hat der Typ gemacht? Also eine Bank. Ja, das ist gar nicht seine Schuld, wie die von der Bank. Oh Mensch, deswegen heißt er Papierkrieg. Ich dachte mir schon, als ich die Quest gesehen habe, Papierkrieg. Ich dachte mir so, ja, vielleicht haben wir Glück, wir haben einen Bug aktiviert und es geht trotzdem, aber nee, es geht. Nehmen wir das mal auf, so. Oh Gott, hey. Entschuldigung, ich muss mal durch. Jeder, was soll das? Hinten anstellen! Vergiss es, ich bin Hexer. Willkommen in der Chianfanelli Bank. Wir sorgen für Ihr Geld, als wäre es unseres und der Kunde ist König. Wie kann ich helfen, der Herr? Lass mich raten, den Spruch kriegt ihr alle irgendwie am ersten Tag aufgedrückt und müsst dann sogar im Schlaf auswendig können, bevor ihr hier arbeiten dürft oder wie? Meine Fresse. Kriege ich hier den Passierschein A38? Selbstverständlich. Gebt mir nur Formular 202, bitte. Formular 202? Was soll das werden? Ein Scherz? Mein Herr, ich halte hier nur die vorgegebenen Verfahrensweisen ein. Der Passierschein A38 kann nur bei Vorlage von Formular 202 ausgestellt werden, wie in Verordnung N60 ausdrücklich erwähnt.
Begebt euch bitte zu Schalter 1. Von da komme ich gerade. Egal. Bis gleich mit Formular 202. Das bezweifle ich ein bisschen, Leute. Ja, ich mache einen kleinen Schnitt, das ist mir gerade zu doof. Da muss ich erstmal ein bisschen Valium einnehmen, bevor ich da weitermache. Freunde, danke fürs Zusehen. Nächsten Part geht es hier weiter mit der Quest Papierkrieg und ich habe das Gefühl, dass Geralt am Schluss den Laden noch in die Luft jagen wird, weil sonst alles zerfetzt. Weil ganz ehrlich, ich habe so ein mieses Gefühl bei der Quest. Ein ganz mieses. Oh Mann, ich vermisse Novigrad. Da kannst du generell Norden, da kannst du einfach einen Notfall auf die Fresse hauen und fertig war's. Schluss aus Bassern. Hier, am Schluss braucht 1000 Formulare und hast nicht gesehen. Ah. Ja, man sieht's, Geralt ist immer noch genervt. Bis nächstes Mal. Tschüss. Scheiß Papierkrieg, ey.